Wëllkom tréck war der gëlle froh. No der Visit Gëchter vum Popst hat ma haut brandaktuell als en Kardinol den Herr Hollerech um Podcast fir zweete Käier. Am Mümmer Team drüber geschwat, wéiet du zo kom, dats de Popst hei an de Gruppetto sei Kaffee drinke kom ass. Mümmer Team iwwer Dooftreibung geschwat, am June gefrot, ob Kirch sech nach weiter muss moderniseieren. Viel Spaß beim Podcast. Diese Podcast geht euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. So, sind wir froh, dass ihr auf nach dem stressigen Tag von gestern bei uns gekommen seid. Weil das keine Vornamen gehabt, so dass ihr das gibt machen. Nee, also wie ich die Opfer kriegt für hinzukommen, hat mich gefreut. Ja? Ja, das mache ich, ja. Ja. Sie dann nicht viel mit von gestern? Ich bin mit da, Ja. aber auch froh. Ja, war stressig den ganzen Tag. Es war stressig, mit war so ein großes Freude, oder sind die Stress schon heute Morgen Mittagkeit mehr bei mir wie gestern. Ja, Adrenalin bestimmt. Ja, ja. Kon der Gëcher gut abschlofen gestowen. Ja. Ja? Wir haben am Barista dafür geschwärzt, weil der Popst, der kriegt gestern heute ein Espresso serviert. Expresso. Espresso. Und sie haben heute Morgen doppelt so viele Klienten gehabt, wie sonst immer. Voilà. Und hat eine Madame 10-mal angerufen, die wollte die Tasse kaufen. Aber sie hat gesagt, Security, die hält immer, wenn irgendwo draußen etwas drängt oder ist, dann wenn sie das macht, dass ich nicht sagen, der nah oder so klar kann. Ja, nee, das muss jemand alles rechnen, Ja. in der Position. Ich hatte auch den Moie mam Besitzer vom Gruppetto geschrieben und ich sagte ihm, weil die beste Püpp für ich, Ja. die Demos hat können gehen, so das verreckt. Ja. Mir hat ihr ihm gesagt, er soll reinkommen oder wie war das? Natürlich gefragt, wo Kaffee wären. Ich habe gesagt, da, also an der Straße, wo die Kathedrale ist, da wäre guter Kaffee. Ne? Cool. Wenn es da ist, dann natürlich schei ruhig durch. Das ist das alles dankbar gelaufen. Ich danke euch, dass der Popst da Ja, gekommen so Eisen im Pott geht bis an den Vatikan. Sie haben sogar heute T-Shirt gemacht, wo den Popst den Kaffee. den Kaffee Ja, das ist trinkt. flott. Davon kann man gucken, Ja, wenn man so ja. einen arrangieren vielleicht. Ah Ja. ja, den gebe ich Ja. gerne. Aber wir können Ja. vielleicht auch den Link von Ja. den nach gehen, dann schicken wir euch den Link. Ja. Können ihr so kaufen, die sind natürlich ganz, ganz witzig. Ja. Wie war das doch für ihr so den Tag gestern, weil ihr aufgeregt den Popst halt zu Lützburg zu empfangen? Das ist schon abgeregt. Ja. Und dann das Programm bis zum Schluss immer ein bisschen geändert. Also war für ein Auto für die wo und wo muss ich wo stehen und so. Der letzte Skript, als am Anfang der 4 Uhr kommt. Ah, ja. Und dann muss ich nach sehen, gucken, was das so anders ist, wie viel Dinge für drin. Sie da auch aufgeregt gewesen am Sinn von der Popst kann auf Lützeburg, so dass das mein Hier Eis. ja, so das So als- als Nee. Land. Ich schätze ihn hier ganz heiß und ich finde ihn wirklich gern. Und dafür ist es ein Fried für mich gewesen, dass es nach hinten kommen muss. Okay. Und hofft den, dass er ja schon die Leute sind, packen sich an. Ja, Wo man es gepackt. es war wunderbar. Es waren viel mehr Leute da auf der Straße, wie ich mir erwartet habe. Ich schon gedacht, wenn es regnet, da kann kein Mensch. Also außer die dritten Platz an der Kathedrale, an am Cercle haben. Ne? Und das war aber nicht der Fall. Also wo der Papa mobil gefahren ist, da waren ganz viele Leute. Ne? Viel Jugendliche, viel Kinder. Das war schön. Ja. Aber in zweiter Jahr geschrieben, wären nicht viele Leute gewesen. Das, was ich erwarte, weiß ich nicht. Ne? Leute schwätzen immer von Kirche nach Murcht. Wir wissen schon lange, dass wir keine Murcht tun. Ne? Das ist nicht Neues. Ne? Und das will ich mich auch klar nicht. Was soll ich Murcht tun? Ne? Das, Aber das ist ein ganz guter Punkt, weil da tun ich mir auch gedacht. Also eigentlich heutzutage muss das ja am Anfang der falsche Spruch für die Kirche. Ja, Geht ja nicht doof. ganz falsch, ganz falsch. Ja. Dafür ist auch das Motto vom Dinge pour servir. Ja. Eine Kirche, die am Dienst von der Gesellschaft steht. Ja. Nicht eine Kirche, die sieht, was die Leute machen müssen, was sie nicht machen sollen und so weiter. Ne? Oder eine Kirche, die komplizierte Antworten auf Fragen gibt, die kein Mensch stellt. Ne? Ja. Aber eine Kirche, die am Dialog mit den Leuten ist, die für die Leute da ist. Woher kennt ihr eigentlich den Mythos, dass die Kirche muss? Kennt ihr noch aus dem Posse, wo der Licht das so war? Das war eine Zeit schon so. Ich habe es schon selber nicht mehr so schrecklich erlebt, so Lützeburg. Ne? Es ist schon die Generation, meine Kannte ja. Ja. Da waren an den Dörfern der Pastor und der Schulmeister.
Das waren die studiert hatten dann. Die waren hun immer d'accord mat den dafür gin viel Witzen iwwer Pasteer Schulmeister. Zum Beispiel? De Pastor huet gepredigt sondes war dood net gedreemde fir dode wie am Himmel an alles Schein iwwerall fromm Sache gesungen an so weiter ne. Just een Salz se Landgang du hast Tubaksdampe rauskom. Gestreit an so weiter Mam so war das dann heiten also da das Zimmer vu mat Schulmeistern dran de Schulmeister da war net op se Sätze gelosen so ja an der Schul dann ja es hat och gedreemt ne es wären anware so wie de Pastor gesot hun also überall Sche gesungen an alles Musik feier auch an dann een Zimmer Comedy Zigarettendampf geflucht an so weiter ne an het stimmt dat waren Schulmeister das muss so gehen da gi immer weiter du könnt een Zimmer Chemox nicht oh so das war das Datei dann noch so das immer für paar Stäbe das war kein Ei das ist so ideal Witze von okay. Wie weit ist es überhaupt für Lützeburg so extra, wenn der Papst hier könnt? Den Papst geht meistens an Armländer. Okay. Wir haben zwar Armutheit zu Lützeburg, wir nehmen das Land immer nicht. Und hat Invitationen an andere Länder aufgelehnt. Okay. War invitiert für die Öffnung von Notre Dame zu Paris, da geht er nicht hin. Okay. War zu Straßburg im Europaparlament und war zu Marseille für ein Treffen vom Mittelmeer. Ich gesagt, ich gehe nicht nach Frankreich, ich gehe nach Marseille. Ne? Okay. War nicht an Deutschland. Ne? Okay. Kann der doch etwas mit ihr studieren? Oder nicht? Das weiß ich nicht. Das muss doch der Papst vor. Ne? Die hat schon Plaschke am Podcast gesagt, wir sollen den Papst etwas fragen. Gestern hat man auch von Möglichkeit Hat man gestern Voilà. Von mir gesehen hatte. Ja, vielleicht schon mal eine Chance verpasst. Ich habe mich effektiv gefreut, ob das nicht aber so ein bisschen ein Zeichen kein Gewirrscht sind. Vielleicht geht ihr aber den nächsten Punkt. Dafür sind nicht so viele revolutionäre Mengen Aussichten für Ja. so Mönchskardinäle auf der Welt, die ich für mich nie wählen. Und ich will das doch nicht. Ne? Okay. Plaschke ja, hat man schon kurz darüber geschwärzt. Und ich muss dir gesagt, das wäre zwar nicht erstrebenswert. Nee, auf jeden Fall nicht. Und ist das eher Meinung oder ist das bei all den Kardinälen so? Rot Kinder vielleicht nicht nur den anderen, die ganz froh wären. Ja? Und die auch etwas dafür noch holen. Ne? Okay. Sich belebt machen wollen und so weiter. Ne? Mhm. Aber das gilt mir so gesagt, sowas weiß ich nicht. Ne? Aber ich fand das, du hast ja absolut kein Privatleben mehr. Mhm. Und es gibt im Sommer, da hängen 3 Weißgewänder. Auf verschiedene Größen und Längen und Dickten. Ne? Und da hofft ich dann, dass für den neuen gewählten Papst ein dabei ist. Ne? Und das Sommer wird Sommer von den Tränen genannt. Okay. Aber das heißt, unter den anderen Kardinälen sind die mehr so den Revolutionären, den Bad Boy von den Kardinälen, oder? Bei verschiedenen gehen so gesehen, ja. Ah. Bei den ganz Konservativen gehen so gesehen. Ne? Aber wenn zwei an einem Thema genau, wo die eine andere Meinung hat. Ne, alles, was Sexualität betrifft. Okay. Und, ich gesehen das viel mehr dramatisch wie die anderen. Ich fand Sexualität als ein Geschenk von Gott und Menschen. Und so den du nicht andauernd Sinn sich gehen. Mhm. Gott zwar sicher auch Sinn in der Sexualität, wie doch Sinn geht an anderen Dimensionen vom Leben, aber nicht mehr, nicht Männer. Mhm. Und da das, ich weiß nicht, etwas Ungesundes, aber nicht just auf das Thema. Der Papst sagt das doch. Ne? Okay. Der Papst sagt, du sie Leute, die so was für Sinn schätzen, das hat immer nach der Gürtellinie. Ne? Und die wichtigsten sind die am Herz, an am Kopf. Dass wir Strukturen haben, die Krieger ermöglichen und so weiter. Und dass wir nichts dagegen machen. Dass wir Hass am Herz tragen gegen Leute in der Familie oder aus der Schule oder von der Arbeitsplatz. Dass wir Konflikte erleben, dass wir nicht verzeihen können. Das ist alles mehr brennend und mehr wichtig. Ja, diese verschiedenen Levels. Ja. Mit darauf bezogen, was gebt ihr dann einem Antworten, den ihr bzw. dem Papst ob Göster bezogen gefir werfen
eng patriarchalisch, frauenfeindlich Haltung, Punkte Auftreibung und Sexualität zu haben. Nee, Sexualität ist schon nicht. Auftreibung, mir, da geht schon mal von der Rechte von der Frage geschwart. Und das vor, dass die Frauen immer die schlechte Rolle dabei haben. Und dafür sind ich auch gerade nicht dafür, dass Frauen bestraft gehen für irgendetwas, weil Frauen in einem immensen Druck stehen. Ein Druck, der von der Gesellschaft kommt. Eine Frau muss Karriere machen, muss erfolgreich sein. Druck, den Heinz von den Eltern kennt. Druck, der noch vom Freund kommen kann, der kein Kant will. Aber die Kirche ist die einzige, die für das ungeborene Leben schwätzt. Die sagt, das ist nicht just der Bauch von der Mann. Das ist ein anderes Wesen. Über das kann ich nicht einfach so bestimmen. Ne? Und kann ich sicher an Sachen denken. Wir haben hier zu Lützeburg die Association pour la Vie Naissante, die helfen für ganz viele Frauen. Schon eine junge Frau begegnet, die ganz jung gekannt gekriegt wird. Ne? Und wo jeder sie zur Auftreibung gedrängt wird. Also da habe ich irgendwo gespürt, das kann ich doch nicht machen. Ne? Also jetzt wird kein Entscheid. Also ich gut geholfen, also ich ist froh, die Puppelchen zu holen. An dem Moment, ich weiß nicht, wie es los war ihre Freund auch froh, dass das gemäht wird. Ne? Weil ich mich just frohen ist, ob Kirche die richtige Institution ist, für über so Sachen zu entscheiden oder da zu diskutieren. Also mit zu diskutieren sicher ja. Oder ob das nicht mehr eben Wissenschaft oder Politik soll sein. Ah ja, aber wenn kirchliche Moral soll immer auf der Wissenschaft beruhen. Also wir dürfen keine sicher konservativ-Katholiken oder fundamentalistisch Protestanten, die kommen einem Satz aus der Bibel, zack, zack. Das ist nicht Moral von der katholischen Kirche. Ne? Die katholische Kirche, Moral soll auf Wissenschaft beruhen. Und hängt sie immer ein bisschen Hand dran. Ich schon denke, Leute froh, die hat ja irgendwo in einem Interview gesagt, zum Beispiel bei einer Vergewaltigung, Ja. präzise die gesagt, nee, du sind nicht gegen die Auftreibung. Ja. Da will ich eigentlich verstehen, auf welchem Argument sie das basiert. Das ist tatsächlich das Argument wie viel drin, das Kant kann dafür. Und das tut doch ein Recht auf Leben. Ja. Das ist immens schwer. Mit Ne? Wissenschaft. Also ich so nicht eine Frau muss so jubeln und so ein Juppie und so weiter. Ne? Es ist noch nicht dafür, dass die Frau so bestraft wird, was sie auftreibt. Das habe ich auch gesagt, das kann man auch in den Kommentaren nicht erwähnt. Ne? Nee, aber die Kirche muss ein Recht tun, an einer gesellschaftlichen Debatte zu schwätzen. Und wenn mir den Mund verbietet, wird geschrieben, ich muss für Gericht kommen, für so Sachen zu sagen. Ne? Das ist aber nicht ganz demokratisch. Das heißt, wir sind dafür, dass Meinungen ausgestrahlt sind, so wie meine. Aber wenn eine andere Meinung sollen den Mund halten. Da wäre ich mich dagegen. Die Kirche hat das Recht zu schwätzen. Und es ist schon nicht gut, dass die Kirche antritt für das ungeborene Leben. Das ist aber nicht meine Priorität, dass in Dadlo just die ganze Zeit misspredigen. Ne? Ich habe just geantwortet, weil ich gefragt habe von der Journalistin. Gibt dir das so, die Frau begeht einen Sinn, wenn sie sich für die Auftreibung entscheidet? Das ist sicher schlecht, ja. Aber wie schwer die sind, das hängt immer von der Lebenssituation aus. Ne? Ein Sinn hat etwas mit Freiheit zu tun. Wenn ich keine Freiheit habe, kann ich nicht sündigen. Ne? Also, wie als materiell von Freiheit, die zur Verfügung steht. Wenn ich in so einer Pression stehe, dass meine Freiheit ganz klein, dann ist es zwar etwas Schlechtes nach immer, aber das ist nicht meine Verantwortung. Das ist so Entscheidung. Ne? Und hier können andere viel mehr eine hohe Verantwortung dafür haben. Wie die Frau. Also Sinn ist nicht einfach so, wie mir das früher in der Primärschule gelehrt haben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wurde das nicht mehr gemäht. Ne? So ein Katalog von Sünden, und da müssen sie so absuchen und so. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was er gesagt hat. Ne? Mir versteht ihr aber so all die Argumente von der anderen Seite. Ja, und ich schleiche die auch noch. Und ich denke noch drüber nach.
Das ist nicht, dass ich fanatisch just Ja. meine Position für dann nicht nur leichter geben. Ne? Mhm. Ich schon mal da extra, ich lese schon ganz gerne. Ne? Besonders auch von so Cambridge History. Ich will Cambridge History of Sexuality, 4 Band. Und ich hoffe, dass ich Zeit kriege, die zu lesen, für mich auch zu informieren, gerade was Wissenschaft sieht. Weil katholische Moral baut darüber auf, dass von einer Reflexion sozusagen, dass nicht einfach in der Bibel steht, zack. Ne? Da das der Bibel steht doch die viele Sachen, da das war ein Moral am Alten Testament für ein Volk, ein Nomadenvolk. Das soll nicht zu Lützeburg wenden. Ne? Da gibt es zum Beispiel gesagt, was Sünden da sind, da soll einmal am Jahr so ein Leid einem Gäsebock Ten ablehnen, der wird dann an die Füße geschickt. Ne? Das denn, wie seht ihr das auf Deutsch? Sündenbock. Der Sündenbock, ja, genau. Davon könnt ihr auch den Ausdruck. Ne? Okay. Wenn man das halt machen gibt, dann vielleicht so mal Hunde in Raum. Ne? Nur kein Wüst heute. Ja. Nee, du gesagt denn, dass in der Bibel nicht einfach so teilen kann. Mit Leuten verstehen nicht, dass irgendein, der schreibt immer in den Kommentaren auf RTL, die Leute, die gelebe Schlange verschwätzen. Ne? Aber für wie blöd hält er mich? Ne? Wenn an der Bibel eine Story steht, wo eine Schlange schwätzt, glaube ich schon nicht, dass da die Realität geschieht. Ne? So blöd sind ich auch nicht. Ne? Aber da sind Leute, die sich stehen bleiben, sie kennen die Glauben nicht, das geht Wirtschaftsgespräch. Dann geht alles aufgedient, dass den ersten, das sind ganz schöne Erzählungen. Ne? Ein ganz aller, das Volk Israel aus der mesopotamischen Literatur überholt hat, ein bisschen aufgeändert hat und so. Das ist interessant für das zu gucken. Wir glaube nicht, dass Schlangen schwätzen. Ne? Es sind noch ein interviewt von einem Schüler, wie war ich Kreationist wäre. Also war das gelebt gibt das Welt, das 7 Tage geschaffen wird. So das glaube ich überhaupt, das ist schon nicht blöd. Ne? Ja, das steht auch in der Bibel, ja. Wie war das? Das ist ein ganz später Text aus der Bibel. Ne? Den zwar ganz am Anfang steht, aber ganz spät geschrieben wurde. Das ist ein Priestertext von Jerusalem für den Sabbat. Das geht, den Text kulminiert drauf, am 7. Tag ruhte Gott, dann muss raus sein, dürfen Sklaven nicht schaffen und so weiter, Dingspersonal muss frei haben. Und darüber ist der Text abgebaut. Ne? Das kein Auto, das Welt, das 7 Tage geschafft wird. Also, ich lebe noch in dieser Welt. Ne? Ja. Just für das Thema aufzuschließen mit Auftreibungen, da können wir auch über andere Sachen noch schwätzen. Ich meine, das muss mehr differenzieren, weil Wissenschaft eben auch besieht, hängt auch ganz viel auf welchem Stadium gerade in schwätzt von. Dafür schätze ich schon menschlich Leben. Ja. Ich schätze auch nicht von Mord. Na, weil das sind wir, dann, die mit viel Emotionen besetzt sind. Aber wenn diese Sachen nicht mehr auf Emotionen basiert, dann geht es immer ungerecht. Ja. Und die den Leid verhindern. Ich meine, dass der Recht, dass das menschliche Leben muss geschützt sein. Das sieht ja auch Wissenschaft mit froh, als ob wenig als menschliches Leben. Ja, so, mir als so Staat. von der Konzeption. Ja. Weil von dem Moment du hast nach Schluss Entwicklung da. Ne? Mit der Grund stehen nach Schluss. Ich meine, die Liste dann ein bisschen. Ich meine, Wissenschaft sieht das nicht an der Konzeption mehr ein bisschen spät, sobald ein Embryo. Meint ihr kennt die Meinung am von anderen? Oder? Ja, sicher. Ja? Ich hoffe. Wenn ich mir meine, die anderen sind nicht mehr lieb. Ja. Da sind wir gespannt, von daher Bücher gelesen. Ha. Bisschen dazu unknüpfend, aber ein anderes Thema, habe ich mich gefragt, ob so Aussagen, die, ob man es mal für mich, und ich meine noch für viele Leute, wenn ich die Artikel so lesen, aber relativ rückständig oder nicht so progressiv sind auf alle Fall, ob die nicht dazu führen, dass dich selber an den Knie schießt als Kirche. Ja, mir das ist mir egal. Ja? Ich so und das, was ich für richtig schalen. Ich mache keinen Diskurs, für das Leute mal applaudieren. Sonst hätte ich nicht der für Bischof. Das ist richtig. Mehr ob der am gleichen Ortenzug braucht oder will Kirche ja auch nicht mehr Leute. Ja, aber es sind noch Leute, die vielleicht darüber dann nachdenken. Ne? Weil, was terribel ist, dass von der Auftreibung in verschiedenen Ländern so Verhütungsmittel gibt. Ne?
Und das gruselig, das grausam, das eng Barbarei. Ne? Können wir so, pardon. Wie van Dooftreibung so wie normal Ah, so. Verhütungsmittel gibt. Ja, ja, Ne? verstehe. In Japan zum Beispiel waren Dooftreibungen verboten, Pöllverbote ganz lang. Ne? Okay. Und da war dann Dooftreibung, ja, den einzige Moyen. Und da hat immens viel Leid gebracht. An den buddhistischen Tempeln, da gibt es so eng Figur, den Jitsu, das ist so ein Buddhist, Jean Bodhisattva. Und da rundherum die ganz klein viel Jitsu, ne? An Spielsachen leihen da und so weiter. Und das sind die Frauen, die aufgetreten sind, die nicht damit fertig gehen. Ne? Okay. Die so eine Statue kaufen, da hinstellen, etwas für sie häkeln, eine Spielsache da hinstellen. Ne? Weil sie sich müssen damit befassen. Ne? Also, dass eine Frau einfach ein Auftrag einfach zack so mischt, ohne dass das Gewisse schlägt, das ist ein sicher Mensch. Ne? Das mischt eine Frau ganz viel aus. Ne? Der Tisch lohnt, denke ich, um Tom sing froh zurückzukommen. Du Lever, dir steht zu dem, wo der Anfang dafür dann steht, und jetzt die Männer Leute, die dann Ja. da sind, wie. Ich kann schon nicht so, sind nicht dabei, das Christentum immer anzupassen, Ja. der Meinung von den Leuten. Ne? Und nicht nur ein ganz anderes Produkt. Ja, aber einerseits muss ich auch, aber ein bisschen mit der Zeit mitgehen. Ah, sicher. Man der Zeit mitgehen. Ich gebe so, muss den Spruch von der Zeit schwätzen, muss ich verstehen, wo die Zeit darüber nachdenkt. Man muss ja nicht alles just über Bord gehauen, am Matsch schwammen, von ein ganz, auch von 100 Leuten an die falsche Richtung gehen. Geht die Richtung nicht richtig. Ne? Man muss ja bescheiden bleiben. Ne? Und ich meine, das was wichtig ist, wenn Kirchsache sieht, dass dem auch Bescheidenheit viel gedroht gehen. Nicht triumphalistisch, nicht moralisierend, aber dass sie am Dialog teilhält von der Leute. Ne? Mit der ganzen Avortement, Anfang, wenn ein Avortement gestimmt ist, ne? Da war eine Depenalisation. Das war nicht mehr, war schlecht, aber das keine Strafe dafür gehen. Damit kann ich leben. Ne? Weil die Strafe auf die falsche Leute trifft. Ne? Und auf diese Sachen nicht mit Strafe reagieren kann. Ne? Das fand ich sich ganz grausam. Und da kommen noch all die Avortementer, die clandestin gemäht sind, die dann nach Frage gestorben lassen. Ne? Das ist sicher nicht da dafür. Ne? Aber Demos gouf gesot han Noten gëtt Avortement als normal ugesinn. An déi Leiite de Viergestimmte war ganz rosen doiwwer. So, nee, wat der Statute fir eng dingen, dat giwen als normal ugesinn nie haut gëtt als normal ugesinn. Teich du können auch eng moralisch Verstumpfung kommen. Wenn neppes mëcht wat net gut ass ëmmer nees, dann gëtt den Dr gewinnt. Ja. War doch interessant, dass du dir gesot auch von 100 Leute an Einrichtungen gehen, ich nicht, dass das die richtig ist. Vor wen entsteht, was die Richtung ist. Das muss jeder für sich selber, Menschen und ein Gewissen. Ja. Und jeder Mensch muss sein Gewissen vorstellen. Ne? Sonst hast du nicht mehr sich am Ringen. Ne? Das heißt, dir schreibt nicht den anderen Leuten viel, dass er Meinung die richtig ist, aber das dir erklärt ist er Meinung. Ich meine, dass meine Meinung richtig ist, aber dass du Mensch selber zu entscheiden, an all Menschen de Gewissen muss dem an katholisch Lehrer se so gut muss sein gewisse folleschen och wann den dürfen aus der Kirche austritt oder von der Kirche ausgeschlossen wird muss sein gewisse folleschen der Mensch wird kein einer Richtschnauer ne Meint er dann da die kann eng Aufreibung machen ohne schlecht Gewissen zu hun oder zu kreen dat gödet ze schon ja. Okay. Okay. Schon nach eng einer Frau die hat an einem RTL-Interview es gesot war ich ganz interessant von tun wo ich aber bis méi Detailer nach will zu kreen gesot les jeunes n'ont pas de perspective d'avenir comme dans le passé alors il faut donner d'autres perspectives ja. wat meint er genau mat dat die jungen nemi so dynamisch Perspektive nur wie freier Frei hat den immens viel Mäches gehen da sind also mé reich gehen liewen ass mé komfortabel gin wie jiet vrienden Auto hat Fernseh hat. Ich kann mich noch erinnern, dass ich bei Nopro Fernseh gucke gegangen. Ne? Und Nopro von da doch nach Geduld. Ne? Und mir war, also ich gehe aus einer Generation, wo es immer besser gegangen ist, wo immer mehr kriegt. Und wenn ich so gucke, die langzeitige wirtschaftliche Perspektive für Europa sind nicht gut.
Wir gehen aufgehangen von China, von das Gefahr von Krieg. Der Westen, die Werte vom Westen gehen nicht mehr überall angeholt. Der Westen hat nicht fertig gespürt am Krieg Ukraine gegen Russland oder Russland gegen Ukraine viel mehr für eine large Koalition Großländer wie Indien, Brasilien, China sowieso machen da nicht mit. Das heißt, die Viermachtstellung vom Westen, die geht nicht mehr. Und das hat natürlich auch materielle Auswirkungen. Schätzen wir von den Pensionen. Ja. Ich kriege nach wahrscheinlich eine gute Pension. Weil gut, da denkt davon ab, wenn ich Pension hole, weil ich schon ganz lange im Ausland war. Ne? Aber ich kann aber leben davon. Auch schon. Ne? Ich weiß nicht, weil die haben Note gekriegt. Der muss wahrscheinlich schon von der Schaft irgendwie gucken, privat so zu investieren, für Noten am Alter bis zu haben. Das ist die Zukunft, das nicht so rosig, wie die Zukunft für meine Generation war. Das ist so ein bisschen mehr global so geantwortet. Ja. Man meint auch, dass es für den Mensch selber, wie es der Person selber geht, dass der nicht mehr so große Ziele hat, oder? Nee, ich meine, das ist schon immer idealer. Okay. Und das ist flott. Und ich meine, das ist das Privileg von der Jugend idealer zu haben. Also eine Jugend unidealer gibt es ganz schlimm finden. Ne? Und das gesagt, auch von der Lostark aufgeholt wird, Fridays for Future, es steht in der Hand. Ich finde das super, dass die junge Generation sich da ersetzt. Junge Leute haben eine große Sensibilität gegen alle Sorten von Diskrimination. Das fand ich super. Da können ja. Da kann ich viel, kann ich viel von der Jugend lernen. Und das gesehen ist ganz positiv. Also ich will die Jugend nicht negativ durchstellen. Ne? Aber hier eine große Perspektive von Leben oder die Schulen. Ne? Bereden als Schulen als 4 ob die Welt ja 20 Jahre ist. Nee. Nee. Sie reden immer auf die Namenswelt, ja. Wie sie war. Und noch heinst du schon von der Welt, die schon fort ist. Ne? Es geht auch so sehr, das ist auch schwer. Nee, das ist schwer. Ne? Geht immer mehr so. Wer- Ich war schon Prof auf der Uni. Ja. Ne? Ja. Das ist schon 34 Jahre. Ne? War Schluss damit gewesen. Ne? Wir schon mal dem schon vorgestellt, dass eine Uni misst, Professoren dürfen keine Kurse mehr gehen. Weil heute können Kurse von den besten Professoren abkaufen. Von dem Gebiet. Für was kauft denn die dann nicht? Und leistet den die? Und der Prof von der Uni selber, den hat aber eine kleine Gruppe Studenten, gucken, für das zu verschaffen. Das gibt es viel mehr bessere Form von Lehren, wie das heute an der Uni praktiziert wird. Ne? Wie lange wird nachgeschrieben? Es sind schon Länder, die haben wie sind das Handschrift aufgeschaffen an der Schule. Da wird nach Schuss gedreckt. Ah, Das ist stark. Moin. Das war so ein Star von gestern, Ja. Den dem Papst den Kaffee hält. Vas-y. Eh ben, merci beaucoup de m'accueillir. Bah écoute, c'est toi le star en fait. Ouais, pas vraiment, c'est grâce à sa sainteté le pape, hein, c'est uniquement grâce à son aura. Moi, je ne suis pour rien du tout. Moi. Mais je pense qu'il n'aimerait pas qu'on dise sa sainteté au pape François. Il serait plus content. Pape François, d'accord, c'est bon à savoir. Ouais. C'est bon à savoir. Merci. C'était beaucoup. nerveux. Oui, totalement. Bah, bien sûr, oui. Ouais. C'est pas tous les jours que vous servez le pape, quand même. C'est quelque Ouais. chose, c'est vraiment quelque chose. Donc au départ, j'étais assez nerveux. Et après, c'est justement le pape François qui nous a tous mis à l'aise, qui a commencé à discuter, échanger avec nous. Et ça a mis tout le monde à l'aise parce qu'il y avait une certaine tension, pas une mauvaise tension, mais une tension parce que c'est comment on réagit dans ce genre de situation, quoi. Que dire, que faire, comment rebondir, quoi. Ouais. Mais j'ai adoré le petit clip. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah, merci beaucoup. Nous, on se demande encore comment le pape François a trouvé ce café. À cause de nous. C'est vrai? Ils sont très célèbres au Vatican. Non, mais le pape aime le contact avec les gens. Et à Rome, c'est très difficile. Ah bon?
si le pape sort du Vatican, Tout de il y a suite. toute la police italienne déjà qui est sur les routes, etc. Jean-Paul II, au début, voulait aller chaque dimanche dans une paroisse en Italie, à Rome, hein, comme c'est l'évêque de Rome. Après une année, on lui a dit, très Saint-Père, est-ce que vous ne pouvez pas réduire un peu vos sorties? Parce que nos policiers n'ont plus de jours de congé Allez, le week-end. d'accord. Ouais. Et je pense qu'ici, il se sentait complètement à l'aise à Luxembourg. Ah, c'est Ouais. bon à savoir. Ouais. Et alors, il a fait ce que son corps lui a dicté. C'est cool. Ouais. Nous, en tout cas, nous sommes les plus contents, en Ouais. tout cas de son passage ici. Ça fut autant un honneur. J'espère que le café était bon. Hein. Ah bah, vous savez, il y a une petite vidéo justement du Ouais. pape François qui est en train justement de prendre Ouais. une petite gorgée de café et il me répond à moi me disant le café est très bon. Oh, voilà. Mais meilleur compliment que je pouvais recevoir ce jour-là. Meilleur compliment, incroyable. Bah, parfait. Merci. Merci Je vous à en prie. toi. Passez une bonne soirée en tout cas. Et Merci. Alexa. Merci. Merci encore. Ciao, ciao. Et merci d'avoir servi le café à mon chef. Hein. J'avais la pression un petit peu. Pas beaucoup de En tout cas, passez une bonne soirée tout le monde. Ah ouais. Merci encore. Ciao, ciao. Ciao. Op Op alle Fall die allerbeste Püpp für den Gruppator. Ja. Philipp, ich mit Lash vor ein Elektroauto kauf. An losing op der Sicht oder Passenassurance. Ma AXA huet du eng ganz speziell Offer fir Hybrid a fir Elektroautoen. Ah, wie seid ihr aus? Ma sie bieden eng 15% Reduktion op der Assurance bei den Hybridautoen a 25% op der vun Elektroautoen. Dat heißt, wenn du 2000 € Joer gibst bezuelen, da bezielst du eben just 1500 €. Erspurst du mat 500 €. Nicht schlecht. Aber wie ist es mit dem Ladekabel und mit der Batterie? Ma super, die sind noch alle zwei mat versichert. Schmengen, do fällt der Decision noch nicht so schwer. Dafür klick auf den Link an diesem Video. So Philipp, du hast schon eine Vakanz gebucht für diese Sommer? Man nee, noch nicht. Ich hatte letzte Jahr eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich war ja kurz vor meiner Vakanz krank gehen und ich alles müssen annullieren und ich bin einfach auf meine Kaste sitzen geblieben. Ja, aber du weißt, dass es dafür Assurance gibt. Von was schwätzt du? Aber weißt du das dann nicht? Bei deiner Visa-Premiere von der Spurkäse hast du die Assurance mit dran. Ja, aber für so ein Karzkrähe bezahle ich mal bestimmt dann aus dem Kopf. Man nee, gut nicht. Die kriegst du gratis bei deinem Access-Package mit dran. Du musst dich nicht mehr informieren Site für die genauen Konditionen. Aber hätte ich das gewusst, da kann ich nur direkt hin meine Vakanz buchen gehen. Op welchem Niveau schwätzt dir am Popst? Es schon lo praktisch während den 3 Jahren, wo sie not schon lebt, und man sie mal pro Monat gesehen. Ne? Weil da muss man eine Audienz aufrufen. Ne? Und die kriegen den aber, also ich kriege den immer. Ne? Okay. Und wir gehen zu 2 oder zu 4 dahin, um zu berichten, was wir geplant haben. Und dann lässt er die Menschen noch. Und so schicken wir hier noch den Tag für drin Dokumente, die ich da nicht gelesen habe. Das ist ganz fleißig. Und nicht Vertrauen. Okay. Er sagt, avanti, avanti. Mach weiter. A coraggio. Courage. Mach weiter. Und das ist schön, das Vertrauen vom Papst zu haben. Ja. Ich hatte noch vier Gedanken, weil die hat gesagt, früher eben, als er noch bei den Oper Teleco gegangen und da habe ich gedacht, am Anfang ist das doch ein Problem von unserer Gesellschaft, weil früher gab es viel mehr so eine Gemeinschaft nach in der Nähe, und heute ist es viel mehr einsam. So, sogar wir zwei, wir gehen dick selten, dass du bei mir heim kannst, einfach just für Tele zu gucken oder irgendwas, weißt du? Ja. So, das sind dick viel so allein Ja. oder an der Partnerschaft. Nee, die und zwei. das geht immer weiter. Ne? Das heißt, früher hat er nach der Familie Fernsehen geguckt. Ich schon überhaupt kein Fernsehen. Ne? Ich gucke nach der Tablet. Ne? Und das ist schon dann aber individuell. Ja, Ja. ja, und plus genau auch vom Gerät, ja, effektiv. Und Können ihr vielleicht schwätzen, du hast die Serie auf Netflix geguckt. Ja, Guck die ja, ja. nicht zusammen. Ja, Ja. das war. Und darauf habe ich mich auch gefreut, lo unknüpfend an eine Frage, die ich mal abgeschrieben habe. Da das zum Beispiel ein Thema war, das hat der Papst auch können schwätzen, dass mehr individuell Einsamkeit Ja, geht. Und hat können über Gaza oder hat können über alles schwätzen, Ja. hat können über Eisbären schwätzen, oder Ja. egal. Nicht entscheidend für zu sagen, der sollte mehr Kanner kriegen. Warte nicht, was man eigentlich schlecht aussah. Also ich fand Ja. das witzig, weil hat können über alles Nee, schwätzen. nur das angefügt. Ja, Das war nicht das Ja, ja. Skript. Ne? ja. Und hin hat sicher nicht gemengt, dass Kirche oder Leute viel schreiben soll, wie viel Kanner sie sollte kriegen. Ne? Man hat gemengt, dass wenn man Statistik geguckt, als Lützeburg nicht gerade glorreich. Ja. Ne? Und dass eine Familie Kanner haben, ist etwas immens Wichtiges am Leben. Ne?
besteht die sich auf eng Familie zu gründen, sonst brauche ich nicht zu bestuden. Ich merke dat weil dat Eis als geistlich fehlt die Erfahrung. Ne? Und die muss ich dann irgendwie kompensieren. Ne? Wenn ich gucken, die Leute, die ich kenne, was die junge Papa und junge Mom sind, wie futti die sind, was sie auf der Arbeit kommen, ne? Weil hier die Kant nicht geschaut wird, ne? Sie müssen abstehen und so weiter. Dann gibt es einen anderen dadurch, es gibt ein Mensch, der lebt, der muss für den anderen da sein. Ne? Aber wenn ich das nicht möchte, dann gibt es vielleicht ganz egoistisch. Ne? Und da muss ich mich selber vorstellen, ne? Wie gesagt. Aber wenn ich bei Journal sehe, fühle ich mich als Bopi, im guten Sinn. Der Bopi ist der kein Vierschritt, ich bin leider einfach gern und unterstützt. Also so würde ich auch sehen für die Journal und die Kinder, die ich begegnen. Ne? Ich will mich so beholen, wie es meinem Alter entspricht. Und sie lösen Pappenalter raus. Mir hat so viel Eltern, ja. Von den so kleinen Baby wird, der den nie so ein Live gespielt wird wie irgendwas. Und es gibt auch, wir hatten sich am C9, das ist ein Conseil von den Kardinälen, wir treffen uns 5-mal am Jahr, 3 Tage mit dem Papst, wo wir von dem Thema schwätzen. Ne? Und wir hatten ein paar Mal René, eine junge Theologin, Linda Pocker, und die hat immer 2-3 Fragen mitgebracht, wie wir die Frau zu schwätzen. Ne? Und da gab als Abkommen, dass Gehirn verändert sich von den Leuten, die ihr Kant betreiben. Da gibt es eine Veränderung am Gehirn, muss nicht die natürliche Mama sein. Ne? Okay. Das ist auch unabhängig, ob es Frau oder Mann ist. Ne? Das ist auch interessant. Ne? Weil das setzt viel andere Sachen auf Frau die katholische Kirche sieht. Ne? Aber das dort Gehirn sich verändert, bleibt schon lang. Am Anfang so lang, wie Kant ja, eine Person braucht, die sich damit kümmert. Ne? Und da tun ich immens von sich. Ne? Dass da so an Biologie vom Mensch angeschrieben ist. Ne? Nein, kann ich ganz kurz zurückkommen, ob die Frage, die ich später gestaltet habe. Du hast mich auch gefragt, wie dir oder der Papst oder generell für zu dezidieren, über welche Themen geschwatzt wird. So, welche Topics quasi gewählt gehen, kann ja nicht so viel schwatzen an einem Dialog. Ja. Also Beratergremium für Papst, dass der Papst den Themen noch hat. Okay. Wir können aber auch so, fanden aber wichtig, dass über das Thema ein bisschen geschwatzt wird. Ne? Und auch zum Beispiel die große Linie, was an allen Kontinenten passiert, dass ihn das dann abbringt. Ne? Wenn zum Beispiel wie die Europawahlen waren und die Rechtsparteien so stark sind, das war dann ein Thema, das ich abgeholt habe. Ne? Weil das möchte ich suchen. Ne? Ja. Ja. Absolut. Okay, das ist interessant. Okay, also. Benutzt ihr auch ChatGPT für Reden zu schreiben? Nee. Nee, noch nicht? Nee. Schreiben, der Papst doch nicht. Okay. Der Papst kriegt seine Rede geschrieben meistens. Ne? Er sieht Themen. Und die Leute, die Rede schreiben, das tun ich auch nicht, die Service. Ne? Die sind immens gut. Die kennen sogar seinen Stil. Ah, okay. Zum Beispiel der Papst hat Adjektive nicht gerne. Ah, nee. So man Adjektive wie möglich. Ne? Nee, kann er. Und die schreiben dann auch so. Das verbessert das. Ne? Da gibt es Träger, seht ihr da. An Heinz da hat er noch einen Text fertig und er sieht etwas ganz anderes. Ne? Weil das schenkt ihm dann den Moment, weil ich sich schon zu leid. Ich möchte nicht einfach ein Speech. Und ich berede immer meine Predigten 4, ich schreibe sie nie. Also wenn es so muss schriftlich aufgehen, irgendwo für drin. Ne? Über der Prinzenhochzeit oder so. Ne? Weil schon Liste gerne Text hätte. Ne? Aber so schreiben es nie, ich schon immer 4 berät, war das so. Und mich so ein Heinz auch etwas ganz anderes. Ne? Ja, muss ich nicht halt so adaptieren. Und ja, nicht spielt den da doch, spielt den. Ne? So ein DJ. Ja, sicher. Musik. Sicher. Ja. Wir können nicht stören sein Programm, wo wir gesagt das wollen wir nicht machen. Ne? Sollen wir mal zu einer Frage kommen, die mir hat ja gestern oben die Umfrage gemacht, die Leute Chance gibt auch Fragen. Da sind ich ganz interessiert. Man hat die Beispiel rausgehört. Also, gut, da wirklich viel ran, wir haben aber ein bisschen selektiv schon, weil sonst geht der Rahmen sprengen. Die erste ist natürlich ein bisschen direkt, vor mir schon viel darüber geschwärzt.
Wie kann in 2024 immer noch keine Aufdreifung bei Vergewaltigungen sein? Ja, weil es für menschlich Leben sind. Weil das Kant nicht dafür kann, dass du eine Vergewaltigung gezeigt hast. Ne? Mhm. Und dann eine Frage, die du anknüpft, ist, wie das hier noch immer pro Leben ist hier dann auch pro Vegan. Ich bewundere den Staat, muss ich sagen. Ne? Ich esse Fleisch, aber nicht alltag. Das ist zwar echt aus Umweltkonsiderationen, ne? Dass ich für die Menschheit zu ernähren, besser als das dem anderen Fleisch. Ne? Aber wann, dann ist der Kleinstücke auch gute Qualität. Ne? Bio. Ne? Aber was ist da dann ein Unterschied? Also, ist das Ich gesehen einen Unterschied zwischen Mensch und Nicht-Mensch. Okay. Das ist aber nur die ganz westliche Tradition. Da stehe ich nicht länger da, noch nicht Christentum länger. Und da gibt es schon andere Traditionen wie die vom Buddhismus, wo kein so großen Unterschied gemacht ist. Ne? Oder im Hinduismus gibt es Wiedergeburt, da hängt es davon ab, mit auch da gibt es eine Hierarchie. Ne? Im Hinduismus schon nach Götter, wenn er ganz gut gelebt hat, noch auf verschiedenen Zyklen, da gibt es Gott geboren. So als Mann, interessanterweise, von den nicht so gut geschickt wird als Frau. Und da kommen Tiere so. Ne? Ja, die Idee vom Hinduismus fand ich auch cool mit der Reinkarnation, dass ich so kann. So wie Level oder so. Das ist nur gut checkst. Gut checkst, da gehst du als, keine Ahnung was. Und am thailändischen Buddhismus, da zielen sie genau. Ne? Ich will in der Schoss, oh, das bringt mich ganz negativ. Ne? Ne? Da muss ich etwas Gutes machen, zum Beispiel einen Tempel bestiften und so weiter. Und dann geht mein Konto nicht an Blut. Karma-Punkte. Ja. Dafür geht also immer vielen Tempeln sind so Fiederscher verkauft, genau Käfischer. Die kauft den dann in der Lesen die frei. Wow. Okay. Und da hat er etwas Gutes gemacht. Das hilft dann etwas anderes, das Opfer nicht so gut ist. Und wenn schon den Dinge verkauft wird, den nicht schlecht gemacht, weil er ihn angespart wird, mit durch das er verkauft für Freizeit, das dann ist, also nicht auf Null. Ne? Ja. Zwei Dinge gibt es am Das ist so, liebsten. ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Am liebsten gehen. Ja, Wiedergeburt. Ein Adler. So, den hat keine natürlich Freunde, der kann fliehen, Ja. den hat Freiheit. Ja, das ist ein schönes Symbol. Ne? Und dir? Auch schon noch nicht drüber nachgedacht. Sie froh mit dem Moped. Also, Auch Also, gut. ja. kannst du immer daheim. Ja. Ja. Die sind noch immer froh. Ja. Ja, gut, schon du? Boah, so ein Abstand, der so überall rundherum springt. Das ist ja schon. Also, mir guckt noch auf Deutsch. Also sagen auf Deutsch, die schönste Erfahrung, die er durch seinen Glauben hatte. Das ist eine ganz schwere Geschichte. Ich war schon gegeistlich in Japan. Und das war die Zeit, wo AIDS aufgekommen ist. Ne? Und das war in Japan riesig ein Tabu. Sie noch alle gut gemeint, das ist eine Krankheit von Ausländern. Ne? Da konnte ich dann mit dem Zug fahren und sozusagen nach Zugplatz neben dem war frei, hat kein Mensch da gesagt. Ne? Also, weil ich ein Ausländer war. Ne? Und da war eine junge Studentin, die hat am Frankreich, war ich schon zu Paris, und hat, von ich das mal diskret ausdrücken, ein intensives Liebesleben. Ne? Und die ist mit AIDS gekommen. Und das war für sie fürchterlich. Ne? Nicht fertig, irgendeinem darüber zu schwätzen. Ne? Und die größten Angst hat sie für ihre Familie. Ihr Papa war Doktor, sie hat gefragt, die verstößen mich, ne? Von der Stadt Lausanne. Ne? Und meine Kolleginnen an der Uni verstößen mich. Ne? So, du bist dreckig, ne? Weilst du. Und so hat sie aber mit einer Schwester geschwärzt. Weil sie ein Studentenheim war, die von Schwester gefordert ging. Und die hat gesagt, wenn soll sich um mich wenden. Da haben wir viel mit Mädchen geschwärzt. Und schon die Verzicht gekriegt, ja, mit seinen Eltern zu schwätzen. Und hat das gemäht. Und seine Angst war ganz falsch. Sein Papa hat einen Namen gehabt, hat gekrascht mit ihm. Das ist auch gestorben.
weil die Zeit sind nach kein Medikamente dagegen gehen. Ne? Das war für das Mädchen können zu begleiten. Und das wird auch tiefer glosiert gestorben lassen. Ne? Und ist schon nicht gesagt, solche Stiefel lassen, das von ihm selber kam. Ne? Und das hat mich ganz, das war eine von den schönsten religiösen Erfahrungen, die ich hatte, für das zu begleiten. Das heißt, was tut ihr ihm genau gesagt? Hat ihr gesagt, das wäre, also das wäre Nee, so, man muss auch erstens zu seiner Realität zu stellen. Ne? War vielleicht nicht ideal, dass es so, also so viel Freunde hat und so weiter. Ne? Mit Vollfeld ganz einfach seine Freiheit ausprobieren. Ne? Und da möchten einzelne Sachen falsch, wenn der Drang noch Freiheit tut. Ne? Ich meine, ich für mich Sachen falsch. Ne? Aber du hast dann eine schreckliche Konsequenz. Ja. Und den Tod als Konsequenz. Ne? Aber es kann auch friedlich sterben. Ne? Und das ist eine große Sache. Okay, das ist gut. schöne Geschichte. Wie ist Ihre Meinung über den Popsing aus, so, es soll mehr Kanner gemacht werden, das haben wir auch schon Ja, ne, es sind, die Kirche soll nicht die Leute vorschreiben, wie viel Kanner sie sollen haben. Ne? Aber Kanner gehören zur Leben dazu. So katholischer Idee von Mariage gehören Kanner dazu. Aber wie nie, wie viel, das sollen die Leute selber bestimmen. Das ist meine Meinung. Es sind noch Katholiken, die auch nicht so. Ne? Von dir Anfang, dass es egoistisch ist, kein Kanner zu werden. Es kann egoistisch sein, muss nicht. Ne? Wenn ich wirklich kein Kanner will, wenn ich kein Kanner will, weil ich gerne reich bin, weil ich gerne, dann ist es egoistisch, ja. Wahrscheinlich wieder kein doch egoistisch sein, Kanner zu machen. Ja, das ist auch eins der Fall, für Kannergeld zu kriegen. Ne? Ja. Nee, das geht doch, ne? Ja. Also, das ist nicht viel machen, ne? Wenn ich so ein für egoistisch kein Kanner zu, dann muss ich mich schon selber auch klar. Ne? Dann ist noch ein Deutschnäs, muss man getauft sein, um beichten zu können. Ja, sonst möchte keinen Sinn, ne? Das ist am Anfang ist das effektiv ein bisschen blöd. Ja. Aber möchte aber Sinn, wenn er nicht gedäft ist, dann will ich mit dem schwätzen. Und wenn er mit dem geistlichen schwätzt darüber, dann darf auch, wenn es kein Beicht ist, an dem strikten Sinn, dann darf nicht darüber schwätzen. Ne? Okay. Dass du Vertrauen da ist und dass das Vertrauensverhältnis nicht schon in Japan ganz oft Studenten, die man mal geschwärzt haben, über ganz persönliche Sachen, wo sie auch Schuld gespürt haben. Ne? Und die waren nicht katholisch, ne? Die haben keine Lossprechung gekriegt. Weil das macht keinen Sinn, einfach. Ne? Aber Herrgott verzeiht schon nicht mehr, wenn die Lossprechung geht. Ne? Und für das den Herrgott. Ne? Ihr seht, wenn es was beim Pastor nicht, zack. Ne? Das ist schon ein schreckliches Gottesbild. Ne? Ja. Muss ihr wissen, dass Gott Menschen gern hört und dass der Herrgott verzeiht. Und das hilft uns, wenn er darüber schwätzen kann. Und es sind nämlich zwei Sätze, die können sich nicht selber sagen. Probiert, stell dich schon den Spiegel, den Abend, also das ist schon das Gär. Klappt nicht. Doch, ich kann das nicht gut. Ja, oh. Weil ich schon das mega lang nicht lernen, weil so als Jugendlichen hatte ich Probleme effektiv mit so Selbstliebe. Ah ne, das soll nachher besagen. Okay. Was ist so, wenn den anderen das sieht, Ja. das ist etwas ganz anderes. Das. Ich fand mehr wertvoll, wenn ich mir das selber so. Ah ne, für mich muss ein anderer interessant. das sagen. Ne? Okay. So für mich ist der Fakt, dass ich mich selber kann bedingungslos gerne holen, Ja, akzeptieren. Ja, das ist schon am Aller Christum, wertvollste. liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Genau. An dem Sinn ist der Recht. Ne? Ja. So schon du, ne? Gut. Ja, ja, absolut, ganz gerne. Ja, klar. Mit dem Auto, den das Recht. Ja. So, kann das mittlerweile schon Ja. seit ein paar Jahren. Ja. Und das ist immer ein Fred. Ja, selber doch für. Für was hat er gesagt, das kann ich nicht so ein? Kann ich mich auch nicht so nicht verzeihen dir. Wenn den anderen einen das sieht, das bewegt viel mehr. Natürlich bewegt das, dass ich selber das verzeihen soll. Ne? Ja. Aber das, wenn den Ja. anderen einen das sieht, dann kann ich das. Sonst Ja. geht das nicht. Es gibt Leute, die leben mit Schuld, Ja. die sie da verdrängen. Sie gehen krank dadurch. Ne? Und du hast Beicht oder Gespräch mit einem wirklich ein großes Hilfe, etwas Befreiendes. Der wir dann Beicht nicht an dem engen Dinge gesehen. Ne? Ich ging beichten, ich ging nie an den Beichtstuhl. Ne? Für was soll ich mich da an einen
ein Eck knäien, wo chemisch gesagt, an wo ich Knie wegkriege. Wir schwätzen einfach so, gespansieren zu summen oder so. Ne? Und das tut mir hilft das. Ne? Das ist ein bisschen am Anfang wie bei Psychologen. Ja. Mit das nach etwas Psycholog hilft dir, dass du dein Problem verstehst. Oder dass du herausfindest, was der Hand leid. Ne? Wo oft das Problem nehmen auf der Surface ist, an Umfang etwas anderes, das was nicht klappt. Ne? Hier ist ein anderer Ding, das Verzeihen, wo den Herrgott sagt, ja, du hast schlecht gehandelt, mich schon dich gern. Okay. Ne? Du bist wichtig für mich. Das heißt, hilft eigentlich bei sich selber. Ja, Ja. ja. Ein moralischer Psychologe. Ja. Dann, du Nee, stirbst. da bist schon Psychologe, das ist wichtig. Also, Ja, ja. so nicht für die Leute darauf Nee. vermindern. Ne? Den Heufried Stierkampf aus einem Sinn. Ich weiß nicht, wie weit da du nicht riecht. Ja, ich war nachher keinen. Ja. Ich gewar keinen gehen. Ne? Meint ihr, dass die Visite vom Papst etwas changiert wird an unserer Kirche zu Lützeburg? Ja. Nicht an dem Sinn, dass da massenhaft Leute an die Masse kommen nächste Sonntag. Ne? Und dass Massenkonversionen sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass in den anderen Bereichen war. Und ich meine, dass ihr ein bisschen mehr vielleicht drüber nachdenkt. Ja. Und so gute Äußerungen, wie das mit der Kanne, was der Papst gesagt hat, bringen auch wie was nachdenken. Ne? Eine Gesellschaft keine Kanne mehr hat keine Zukunft. Ne? Schon lange mit der Rente. Ne? Aber was sonst, stellen wir für just alle Leute. Ne? Das wir wie ganz Dinge aus dem Alter sein. Ne? Ja. Ich will noch wissen, was prägnanteste Begegnung an ihrem Leben war. Schwer. Das ist schwer, ja. Mit Gott. Sie hat das wahrscheinlich nicht gemengt. Also die Person, die das gefragt hat. Mit Dora Punjab und Ja. die hat am letzten Podcast gesagt, mit 8 Jahren Ja. hat eine Das ist für mich die Prägnanzbegegnung. tiefere Leserfahrung gemacht. Und könnt ihr oder wollt ihr so, was das genau war? Weil dem Moment hat mir das nicht nur gefragt und das hat mich auch interessiert. So. Nee, es ist damals als etwas Kind, das hat Biertag geheischt. Ne? Okay. Da war als dann Sakrament, als Tosti ausgesagt ging, da war so Bierstunden organisiert. Für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Männer, für die Frauen, das alle so gesondert behandelt ging. Ne? Und ich war da und ich war gerade nicht so begeistert am Anfang, weil da musste auf die Knie sitzen und in der Kirche stehen. Ne? Und das war gerade nicht bequem. Ne? Und noch keine Dometen dürfen machen, also müssen raus sein. Ne? Und ich sitze dann da und habe die Monstranz mit der Hostie geguckt. Und der Bemol, wo das so gefühlt von einem immensen Glück. Also, was ich nicht erklären konnte, was mich ganz erfüllt hat. Ne? Und so ist der Kirche raus zu meiner Schwester, ich gehe Pastor. Also, ich schwank nicht Spönz. Ne? Aber das war für mich ein groß, und ich finde das immer behalten. Ne? Das war so ein Gefühl. Ja, ein immenses Gefühl, was dich ganz erfüllt. Vielleicht, wenn es sich spontan verlebt. Also, viele verschiedene Manieren verlebt. Die Leute, die verleben sich ganz groß, bei anderen wiesen löser lös und so weiter. Ne? Aber bei Gott ist manchmal das gerade so. Ne? Wie war das bei ihr? War das graduell? Nee, das war ganz plötzlich. Okay. Es gibt noch Leute, die so was. Ne? Das muss ein Buch gehen auf Französisch, am Minder Jour, Dieu existe, je l'ai rencontré. Das war ein Mann, der in einer ganz atheistischer Familie abgewachsen ist. So nie dürfen an die Kirche gehen, nie an die Religion, so nicht. Ne? Und dann musste aber Kollege werden zu Paris, der nicht gekommen ist. Da war eine Kirche, da geht man ran, einfach für die Zeit zu vertreiben. Und da war auch Anbetung. Also, und dem ist nicht dasselbe geschieht. Und dann ist er rausgekommen, Dieu existe, je l'ai rencontré. Als du Christ gehen, nicht Stiefel gelassen. Aber mit seiner Familie ganz großes Problem gehen. Und wie erklärt ihr die Rencontre? Gott kann auf die Herz von den Menschen auswirken. Ne? Aber Gott möchte das nicht, weil mich mehr gerne hat wie andere Leute. Ne?
Das für nur die falsche Schlussfolgerung. Wir wollen gerne hätte, dass ich mich an den Ding stelle von anderen Leuten. Aber wie hätten das gemacht? Ja, dass man das Gefühl gehen von größer Leben durchgeholt gesehen. Und da war für mich klar, ich gehe geistlich. Ne? Und noch fand ich mich, wie ich am College war, unsterblich verlebt. Da bin ich froh dafür, ne? für das Gefühl gehabt zu haben. Ne? Dann, dass er rumkommt, Erinnerung daran. Okay. Das war mich stark. Ja. Mit der Himmel nicht, dass ich von der Pastor das Erlebnis habe. Ne? Da gehen doch ganz verschiedene Storien. Ne? Ja. Wo sind wir heute? Wenn es ein Hell an den Himmel geht, wie kann in sich die Plätze vorstellen? Ha, die können sich nicht vorstellen, weil kein Platz ist. Ne? Das heißt, das sind ja Bilder, die wir gebrauchen. Ne? Von etwas, wo kein Platz und keine Zeit mehr gibt. Das heißt, das übersteigt als Vorstellung dafür, gehen dann so Bilder vom Himmel, die sich auch an der Geschichte immer geändert haben. Ne? Das erste Bild ist ein Staat, der von oben raufkommt, an der Apokalypse. Ne? Das himmlische Jerusalem. Ne? Für was wird Leute an der Stadt sicher gespürt haben, zu der Zeit. Ne? Die Stadt wird Sicherheit gehen, wo leben kommt und so weiter. Während Leben, besonders am Busch, da ganz gefährlich war. Ne? Dann also bei mal Uwen an innen kommen. Ne? Den Himmel als Uwen. So ist doch am meinem Kopf. Ja. So Ja, an alle Kanten Ja. im Kopf. Nee, mir ganz viele Sachen, mir denken auch Zeit durch den Körper. Ne? Zeit für uns. Ne? Zeit ist schon nicht für uns, ne? Weil Zeit hat keine räumliche Dimension. Ne? Mit mir gesehen die Sachen von einer Spruch, also Hi und Do, ich und du, das alles von unserem Körper ausgedrückt. Ne? Und interessant ist zum Beispiel, dass die alle Ägypter das just umgedreht gemäht haben. Ne? Für die war Zukunft Hannen. Ah ja? Und Vergangenheit vier. Ah. Ne? Weil Vergangenheit kennen sie. Zukunft kennen die nicht. Das ist noch anders gegangen. Ja. Ah, Das ist ein ganz anderes Gefühl von Zeit und so. Und ob dem, was kulturell da verschieden ist, stellen wir es dann Himmel an Hell vor. Ne? Wenn ich so Kind was Himmel ist, bei Gott sind empfangen von einer unendlichen Luft. An Hell wir von der Luft getrennt zu sind. Mal daran anknüpfen, dass heute noch eine andere Frage, die passt ganz gut. Kann ich Gott einfach durch Tod Luft ersetzen? Ja, das steht in der Bibel. Da geht es der Bibel recht. Also so, Gott ist Liebe. Ja. Johannes, beim Johannes. Dazu anknüpfen, vielleicht auch ganz kurz einen Ausblick an meine Meinung zu Religion, ohne dort zu großen Thema abzuhören. Für mich ist Religion ein wahnsinnig mächtig, kann ganz positiv sein, Fantasieprodukt. So schön das Wort irgendwie extrem gerne. Ich will das nicht als beleidigend hoffentlich rüberbringen. Nee, ich bin alles gewöhnt. Ich bin nicht so sehr beleidigt. Ja, das denkt Kommentar. ja, genau, die sind Menschen. Aber ich bin irgendwie für mich so Fantasieprodukt am besten Sinn oder am neutralsten Sinn für Religion, aber auch für Wirtschaft und alles, auf dem unser System aufbaut, also auch ein Fantasieprodukt. Dann springt alles unserer Vorstellung an. Religion hat ja dann noch einen extrem positiven Impact, nämlich es gibt Sicherheit, es gibt Hoffnung, all die positiven Sachen. Ja, es gibt anscheinend soziologische Studien, dass Religion halt möglich sind. Ja, das glaube ich, weil sie 100% in dem können festhalten. Mit tut natürlich auch auf der anderen Seite dann immer leider den extrem negativen Rateschwanz, wo Religion missbraucht wird. Nee, Religion muss sich andauernd prüfen, auf Probe stellen, ne? Ob er auf der richtigen Spur ist. Das ist etwas ganz Wichtiges. Weil wenn Religionsideologie geht, da geht es grausam. Ja. Und das kennen wir aus der Geschichte von allen Religionen, aber nicht nur von den Religionen. Ne? Ja, also, eben, also von allem, was muss wird. Ja. Politik, egal. Ich fand dir erklärt das davon ganz gut, aber den, wenn den das nicht hört von ihr, dann meint den so nah wie früher. Also für Ich mich, find- also, ja. Schon viele Leute sind nicht genug informiert. Ja, nee, das stimmt ganz sicher. Ne? Ich habe das Beispiel gegeben, dass ein Mann, ich gebe Schlange leben, die schwätzen, ne? Oder ich will Kreationist. Ne?
Et ginn fundamental Christen, die sind dat, ne? Aber net die Großkirchen, weder die katholisch, nach die orthodox, nach die großprotestantisch Kirchen. Ne? Dat ich mal gewünschen, ich weiß das ganz naiv, mir das wäre so rot von all so den Oberhäupter von der verschiedenen Kirchen. Ja, da schafft der Papst ganz stark drauf hin. Ne? Okay. Der Papst hat schon ein Schreiben Fratelli Tutti, wir sind alle Brüder. Du berufst dich auf den Franziskus, das ist ein Zitat von ihm, also Franz von Assisi. Ne? Und du hast sich inspiriert davon vom Großimam von der Moschee zu Kairo. Den hat dazu inspiriert. Ne? An Lusing Reis an Indonesien war wichtig, dass das größte muslimische Land ist. Ne? An sein Treffen auch mal Oberhaupt vom Islam war wunderschön. Ne? Also das sind wunderbare Bilder. An do leid Gräß vom Franziskus. Ne? An enger Menschlichkeit. Wenn die Religiosität Menschlichkeit verleiht, da geht es ganz grausam. Ne? Ja. Da geht Gott ein Chiffre für all das, was ich will. Ja. Ne? Ja. Und da geht mein Wille verabsolutiert. Genau. Und das ist schrecklich. Ja. Ne? Wir haben zu Lützeburg ein Conseil der Religion konventionnée. Wir treffen uns regelmäßig. Ne? Es sind der Präsident und der Großrabbiner ist der Vizepräsident. Und dafür habe ich auch beim Tedeum angefordert, dass wir Gebete von den verschiedenen Religionen haben. Für dich, dass immer der Großrabbiner den aufhängt, ganz einfach, weil das Judentum nicht als die älteste Religion hier im Land ist. Ne? Und dann noch den Imam. Und das ist nicht schlecht, eine katholische Kathedrale, Biete, Rabbiner. Und letztes Jahr, da war ich, war mir bald schlecht. Also das Jahr, pardon, wir sind noch immer 24. Ne? Mit dem ganzen Krieg an Gaza kommen sie nach zusammen, also sie kommen. Ja. Ja. Sie sind zusammen gebiert ne? für letzte Das ist stark. Woche. Das ist So schön war Symbol. ich ganz froh. Ne? Ja. Oder war enke ja ganz am Anfang für Bischof war Sänger Schola Frankreich, die jüdisch Kanner dort gemäht von einem islamischen Terroristen. Ne? Sie hatten dann an Synagoge invitiert für einen Gottesdienst für die gestorbenen Kanner. Es sind da hingegangen, und hier muss sitzen Imam. Ne? Das ist stark zu sehen. Ja. Und ja, so etwas viel gut von der Tat gegeben. Weil Dorana gibt da Ja. wirklich Power von Religionen Ja. zu summen, für dass sie können den Menschen erklären, hey, das nicht sie gegen Diana und da das nicht die richtige Religion und das nee, wir sind alle gut, wir leben Ja. am Anfang am Kern plus minus nicht selber, ich nehme schon nicht gut am Mensch. Wir leben auch Gott alle gut. Ja. Ne? Auf verschiedene Art und Weise. Ne? Aber Gott ist schon mehr groß wie unsere Glauben und hier. Ne? So ist also ein Objekt wie in alle anderen. Ne? Und da muss der Post auch die ganze Laudato Si, also Engagement für die Ökologie, auch für eine gerechte Ökologie. Ne? Weil da sich Menschen betrifft, die darunter leiden, die sterben, die müssen flüchten. All das will mit Religion zusammen machen. Und noch der Frieden. Auf der Welt so die Religionen zusammen sind. Ja. Gut. Dann die Last, wie dir mit Hass erlebt umgeht und immer weiter Kraft fand, für Gutes zu machen. Ich weiß nicht, ob ich immer noch Gutes machen, für Schäfer so wie. Ne? Aber Leid tun ich auch, wie alle Menschen. Hass kriege ich ganz viel, aber auch viel Liebe von Leid, viel Freundschaft, Unterstützung. Aber auch hier einst du Hass ganz geballt sogar. Ne? Da gehe ich mich besser in meine Kapelle setzen. Auf Form von Text oder auch wirklich Leute, die physisch ihr verbal leben? Ja, das könnte auch viel, ja. attackieren. Ja. Einst so, wenn ich den Staat gehe, ja. als gehe ich angeschaut von Leuten, Ja? das ist schon viel kommen, ja. Ah, tja. Auch ein paar. Ah, ja. Okay. Sogar ein am Flughafen. Ne? Heide Klesen! Was so da dann? Oh, selber Klesen so nicht. Nee, was denk Fresche das da? Ne? Ja. Wie wenn ein als Bischof kein Menschenwürde mehr hat. Ne? Ja, ja. Ja gut, das ist so.
So, Dir hat auch eng froh, weil du mal früher gesagt, dir gibt ganz gerne einen Wein, wie Ja. Flaschkeier verspielen. Weil ich schon mein Hauswein, den der Popst getrunken hat. An den Wein gebe ich da gerne zur Verfügung stellen. Also, das ist aber kein extra Wein. Ne? ja, das ist Weil der egal. Popst trinkt doch kein mit. Das ist derselbeste Wein, das ist ein portugiesischer roter Wein vom Douro. Perfekt. Und hat er schon ein froh ausgedurcht, wie können die Leute die gewinnen, vielleicht? Eine ganz schwere Frage. Was war das erste Bild in der Bibel vom Himmel? Okay. Ah ja, das hat man beschwert. Ja, ich weiß noch. Ja. Die das aber nicht mitmachen. Ne? Nee, nee. Wir kriegen auch privat schon den Wein. So schon. So sind wir schon nicht. Ihr wisst den noch froh vom letzten Ja, Gast. ich Wir nämlich auch mittlerweile eine neue Rubrik, dass also ein letzter Gast unbekannterweise ein froh als dem nächsten Gast vorstellen. Das ihr könnt auch ein froh überlegen, kann ein ganz philosophisch open froh sehen, die da unbekannterweise als dem nächsten Gast will stellen. Okay. Es gibt schon so eine Rentendiskussion gehen. Weil ich eine gute Sache fand. Ne? Und so die eng, die jourtlich sollen dabei sind. An einer Leute so, nee, just die abbezahlt tun. Ne? Was denkt ihr darüber? Okay, das ist ein gut Form. Die schreiben wir so ab, wenn du willst, schreibst du auf, da vergisst man sie nicht. Ich kann auch schon meine Position dazu sagen, dass Ja. die Schuhe absolut nicht dabei sind. Okay, Weil Gerechtigkeit geht auch über Generationen raus. okay. Ja, wir freuen uns als nächste Person, was Ja. sie darüber denkt. Mir ist froh vom Lächen, ich sage vorhin, das war der Bob Bertem, das ist der Kugelstoßer. Und den hat nämlich ganz simpel gefragt, was ist an Ehren an der Sinn vom Leben? Lebe selber. Wollt ihr noch ausfeiern, ne? Nee, Lebe selber, ich lebe gern. Leben ist schön. Leben ist schön, auch wenn ihr Misere hat, auch wenn ihr krank ist, auch wenn ihr weh hat. Glück ist etwas, was mehr tief geht, wie die Sachen. Ne? Und Glück hat etwas damit zu tun, dass ein da ist, den ich gerne hat. Als Christ ist das dann einfach. Ich bin überzeugt, dass ein Herrgott mich gerne hat, dass ich an der Hand gehalten bin, egal wie es mir geht. Ja. Auch wenn du scheinst, du das Schweißen an Stufen. Nein, froh. Ganz pardon, Ja, noch ganz so kurz ein Exkurs, was dadurch geht. Da finde ich auch so gerne den Gedanken, dass zwei Leute, die genau dasselbe Leben leben, just den einen hat den Mindset, den immer das Glas ist halb voll und den anderen das Glas ist halb eitel, die leben dasselbe Leben und den einen hat ein wunderschönes Leben und den anderen hat ein miserables Also ich bin immer der Typ, das Gas halb voll ist. Ja, ich auch durch. Ja, Also, den haben wir auch schon im Podcast. wirklich. Mit der Sommer schön bei sind, die den nur denken, das ist ein gutes Sache. Ja, das freut uns. Ja. Ich meine, wir haben das auch schon an den letzten Jahren evaluiert, also verbessert, dass wir auch ein bisschen mehr als eigenen Gedanken ranbringen an den Podcast. Früher war das echt ein Interview, wo wir eine Frage der nächsten gestaltet haben. Lo denken wir, dass wir ein bisschen mehr als schon trauen. Ja, Mit aus der Podcast der River. noch nicht. Ah, Schon die ein Philipp Glas ist- froh. ja. Wird den Popst ihr Feedback geben, wie toll war oder nicht? Oder ja, zuletzt? nee. Nicht extra darüber geschwärmt, mit dir gesehen, dass richtig Frau war. Okay, So gut kenne ich für das. okay. Tut gefreut für ein Gewicht zu sehen. Ist das nicht, als möchte ihn das gern oder ist das Nee, ja mega ausstreckend? sicher, mit 87 Jahren. Ja. Ne? Aber nicht das gern gemerkt. Das Okay. hat er bemerkt. Ne? Cool. Sonst wir noch nicht dahin kommen. Ja. An der Gruppe. Ja, ja geil. Davon. Er war gut drauf. Ja, das ist cool. Ja. Ma, da so mir vielmals merci für den. Irgendwas war da, wollt unserem Publikum mal auf den Weg gehen, irgendeine letzte Message. Sind so ja, voller Sterne Gewissen. Lebt so, dass der Frau kann sein. Das ist das Wichtigste. Da sind wir auch froh. Oder wenn so es mir gut geht. vielmals merci. Ja. Merci Merci. fürs Zuhören. Adi. Ade.